Ein Ziel, wo will er hin? Frag ihn bitte, was sein großes Ziel ist. Какая твоя цель сейчас? Ты сейчас пока не побежденный. Дальше какие твои цели? Ну, как там не обещал мой тренер, это его команда, что если я выиграю несколько таких боев, дай бог. Но они обещали, что может подписаться Bellator или UFC. Ну, пока таких возможностей нету. Мы все знаем много таких бойцов, как я. Но если в дальнейшем, если дай бог, чтобы я выиграю несколько хороших боев, ну, я не знаю, может, есть у меня тоже шанс попасть. Но это точно я могу сказать, у меня есть мечта, чтобы попасть туда. Потому что откуда я родом, у нас нету таких бойцов, которые были на таком мировой уровне, как это Bellator или UFC. Но мы стараемся, чтобы попасть туда. Я молюсь Бога, я вот давно уже занимаюсь, я уже половину своего тела, как это, калечил за этот спорт, короче. Хочу, чтобы быть первым таджиком, который выступает на мировой уровне. Да, Аллах, аминь. Beide Kämpfer hier nochmal in die Mitte und wir sehen es hier nochmal bei der direkten Gegenüberstellung. Nicht nur die Bilanzen sind gleich, auch die Statur, die Größe beider Kämpfer sehr, sehr ähnlich. Also ein ausgeglicheneres Matchup, das werden wir hier heute wahrscheinlich nicht mehr finden auf der Karte. Wer wird dieses Duell gewinnen? Wir freuen uns hier auf die erste Runde zwischen Islam Kapilayev und Loik Radjabov. Beide Kämpfer in der Normalauslage, linke Hand vorne. Radjabov nimmt die Käfigmitte ein, versucht das Geschehen zu bestimmen. Guter Low-Kick von Kapilayev. Ja, Harte Hände, die geschlagen werden. ich wollte es gerade sagen, Kapilayev in der gelben Short, der muss aufpassen, dass er nicht gleich zu Beginn hier eine Bombe von Radjabov nehmen muss, denn der hat wirklich One-Punch-K.O.-Power, wie man in den USA so gern dazu sagt. Also da reicht wirklich ein Treffer, um den Kampf zu beenden. Vielleicht deshalb auch die Taktik von Kapilayev, jetzt hier erstmal den offenen Schlagabtausch zu unterbinden, sich im Clinch ein kleines bisschen an den Gegner zu gewöhnen, vielleicht das Tempo ein bisschen runterzubringen und die Muskeln ein bisschen weniger dynamisch, weniger explosiv zu machen. Ja, Kapilayev ist durchaus in der Lage, auch im Stand zu agieren, aber gegen einen Knockouter wie Radjabov wäre es Quatsch, da ein Risiko einzugehen, versucht sich hier natürlich auf seine Stärken zu besinnen. Das ist der Clinch, das ist sein Judo, hat da schöne Rechte landen können und versucht jetzt hier einen Takedown anzubringen, aber Radjabov hat das gut verteidigt. Steht jetzt hier mit den Rücken zum Käfig. Radjabov schlägt immer mit Mean Intentions, also jeder Schlag, den er anbringen will, hat gute Nacht als Aufschrift drauf. Da wird nicht irgendwie taktiert, sondern immer gleich voll Power. Versucht dem Gegner richtig weh zu tun und ihn ins Land der Träume zu schicken. Radjabov kommt ursprünglich aus Tadschikistan, das ist ähnlich wie Tschetschenien, auch ein Land, in dem die Kinder den Kampfsport im Grunde schon in die Wiege gelegt bekommen. Ein sehr, sehr toughes Pflaster. Und da muss man sich schon auf dem Schulhof beweisen häufig. Zetteln auch so vermerkt haben. Die Sekundanten verlassen jetzt hier den Käfig. Beide Kämpfer sind bereit für den zweiten Durchgang. Aber beide sehen auch noch recht gelassen aus, recht fit. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit bei den Muskelmassen, die die beiden hier mitbringen. Und da geht's los mit der zweiten Runde. Das ist eine Distanz, in der Radjabov noch nicht allzu oft gewesen ist im Verlauf seiner Profikarriere. Hat den Großteil seiner Kämpfe im ersten Durchgang beendet, oft schon nach wenigen Sekunden beendet. Aber scheint ja konditionell mithalten zu können, scheint jetzt hier aber auch nochmal einen Gang hochgeschaltet zu haben. Verfolgt Kapilayev jetzt hier durch den Käfig, landet auch direkt zwei Hände. Zwei gute Hände ins Ziel gebracht, muss jetzt aber aufpassen. Kapilayev hat Double Underhooks, gute Position für einen Judoka, da was zu machen. Aber Radjabov macht es gut, dreht sich da raus. Radjabov, erfahrener Ringer, schöner Aufwärtshaken zum Körper. Sind in der Over-Under-Position jetzt, eine relativ ausgeglichene Position. Keine Vorteile für einen der Kämpfer.
muss sagen, im Clinch, Pascal, gefällt mir Kapilaev sogar besser als Radschabov. Aber er kann leider aus diesen Clinch-Situationen nichts Verwertbares machen. Highkick-Versuch, an der Deckung hängen geblieben, aber hat auf jeden Fall gezeigt, dass er das auch kann. Und da die Achtung und die Deckung oben bleiben muss von Radschabov. Der ist hier immer wieder mit solchen Trip-Takedowns, Beinfegern versucht, jetzt mit harten Händen trifft, aber auch ein, zwei harte Hände einstecken muss. Ja, ich glaube aber sogar die eine Rechte hat den Kapilaev da ein bisschen angeklingelt und da kam eine harte Rechte hinterher. Takedown-Versuch von Kapilaev, das sah sehr nach Treffer, harte Treffer. Ich glaube, er ist angeschlagen, er ist angeschlagen. Geboren, dieser Takedown, und da ist der Kampf vorüber. Kapilaev hat abgeklopft sogar. Ich glaube, er wurde hart zum Körper getroffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hat sich da wahrscheinlich entweder... Sogar die eine Rechte hat den Kapilaev da ein bisschen angeklingelt und da kam eine harte Rechte hinterher. Takedown-Versuch von Kapilaev, das sah sehr nach Treffer, harte Treffer. Ich glaube, er ist angeschlagen, er ist angeschlagen. Geboren, dieser Takedown, und da ist der Kampf vorüber. Kapilaev hat abgeklopft sogar. Ich glaube, er wurde hart zum Körper getroffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hat sich da wahrscheinlich entweder... 1 TV, wir sind hier bei GMC 10 in Hamburg und an meiner Seite Loik Razabov, der erfolgreich war gegen Islam Kapilaev. Vorzeitiger Finish, Kieferbruch, soweit ich es gesehen habe. Dankeschön fürs Übersetzen. Frag ihn am besten, wie hat er den Kampf erlebt? Ist er zufrieden? Ты ходит чхел хата чувствовать, когда если ози бади, ты чхел план дошти, ты чхел бади джанг, чификр дори чхел вай джанка. Насчет бой, насчет бой, я знал, что мой соперник хороший, он тоже беспроигрышен, там написано на этой сайте, что он 5-0, у меня тоже рекорд тоже такой же, поэтому там усердно готовился, потому что у него тоже нет поражения, я знал, что он тоже готовится усердно для того, чтобы не портить свой рекорд и свою карьеру, да. Это не портится, но по-любому там немножко, да, другой, да, мотивирует. Поэтому я тоже усердно готовился. Вот сегодня вы увидели результат. А после турнира я надеюсь, немножко отдохну, еще обратно вернусь на тренировку, потому что у меня еще есть планы на другой бой, но пока точно не официально не делал, но есть разговоры, что у меня есть через 1,5 месяца еще один бой. Ich hoffe, das konntest du dir merken. Wir haben uns schon gut vorbereitet, weil unser Gegner war sehr stark und der hat auch noch nie Niederlagen gehabt. Und auch und unten und oben stark. Wir haben richtig viel trainiert. Der wollte natürlich seine 0-1 machen und sollte heute jemand 1 sein. Und da haben wir geschafft natürlich und ja, der ist einfach froh, der ist glücklich heute, wir auch. War es für ihn schwieriger, gegen einen seiner tschetschenischen Brüder sozusagen zu kämpfen oder ist ihm egal, was für ein Gegner vor ihm steht? Nee, das ist Sport. Ich denke, es ist egal, welche Nationalität, wir mögen uns alle. Wir haben bei uns auch im Club viele Tschetschenen, auch in Dagestan alle. Aber gut, andere Team, andere Stadt, andere Veranstaltung. Und dann kämpfen wir einfach, das ist Sport. Wir sind immer nach dem Kampf trotzdem Freunde mit alle. Und der hat demnächst auch vielleicht in 1,5 Monaten einen Kampf. Wir wollen jetzt... Kannst du dich ein bisschen drehen, dass man nicht genau... Ja. Ja, seinen nächsten Kampf wolltest du gerade ansprechen, dann erzähl uns gerne, wann man ihn demnächst wieder sieht. In circa 1,5 Monaten wollen wir noch in andere, vielleicht bei Superia oder keine Ahnung wo, dort auch kämpfen. Der will jetzt eine kleine Pause machen, erholen und dann richtig anfangen mit trainieren, weil ab jetzt geht schon los mit stärkeren Gegnern. Die hat bis jetzt immer gute, starke Kämpfer Gegner gehabt, aber heute waren natürlich unsere stärksten Gegner. Haben wir auch geschafft, Gott sei Dank war unser Tag. Na, er hat es gerade schon erwähnt, ungeschlagen ist er jetzt immer noch. Was ist sein Ziel, wo will er hin? Frag ihn bitte, was sein großes Ziel ist. Какая твоя цель сейчас? Ты сейчас пока не побежденный, дальше
Какие твои цели? Ну, как там мне обещал мой тренер и его команда, что если я выиграю несколько таких боев, дай бог. Но они обещали, что может подписаться Bellator или UFC. Ну, пока таких возможностей нету. Мы все знаем много таких бойцов, как я. Но если в дальнейшем, если дай бог, чтобы я выиграю несколько хороших боев, ну, я не знаю, может, есть у меня тоже шанс попасть. Но это точно я могу сказать, у меня есть мечта, чтобы попасть туда. Потому что откуда я родом, у нас нету таких бойцов, которые были на таком мировом уровне, как это Bellator или UFC. Ну, мы стараемся, чтобы попасть туда. Я молюсь Бога, я вот давно уже занимаюсь, я уже половину своего тела, как это, калечил за этот спорт, короче. Хочу, чтобы быть первым таджиком, который выступает на мировой уровне. Да, Аллах, аминь. Ich habe ihm versprochen, wenn der natürlich weiter so 2, 3 gute Siege hat, mit große, wir wollen nie unbedingt mit irgendwelcher Schwäche. Hauptsache kämpfen, gewinnen. Wir wollen gute Gegner haben und wir wollen natürlich gewinnen. Ich habe gesagt, wenn du natürlich 2, 3 oder weitere Kämpfe gewinnen, wir versuchen auf alle Fälle irgendwo weiter uns melden bei Bellator oder bei UFC, weil der hat einen Wunsch. Es gab von unserem Land noch keinen Kämpfer in diesem Niveau, wo der bei UFC oder Bellator kämpft. Wir haben einen Traum, dort hinzukommen. Und wir würden alles versuchen, das zu machen. Das ist ein perfektes Schlusswort. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg dafür. Freuen uns, euch oder ihn dann, ich schätze mal, in 1,5 Monaten wieder in Aktion zu sehen. Bleibt gesund. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Dankeschön. Он тебе пожелал много здоровья. Спасибо, danke. Я тоже хочу поблагодарить свою команду и всех, кто с нами сейчас помогали мне, вот, из-за моего тренера, он здесь, и других, кто поддерживает меня на родине, моим родителям, мою семью, моим братьям, это Таджикистане, других братьев, которые там везде, там в России и в других странах болеют за меня. Я хотел их поблагодарить. Спасибо. Вот есть братья, которые мне много задают. Ты выиграешь или проиграешь этот бой, да? Но я могу сказать, братья, это не моя. Я просто выйду, чтобы побеждать. Конечно, я хочу побеждать. Но все воля Аллаха. Если дает Аллах мне победу, я побеждаю. Если нет, то нет. И хотел спасибо сказать этот свою сопернику, Ислам Хапилаеву, за то, что он достойно выступал. И он тоже хороший боец. Но бывает победа и проигрыш. Я тоже не надеялся на победу только. Поэтому ему желаю скорейшего восстановления. И спасибо. Я очень немножко уставший, нервничаю, и стесняюсь, и радуюсь. Поэтому, всем спасибо, короче. Всем салам алейкум. Der bedankt das ganze Team. Wir haben alle ihm geholfen, seine Sparringpartner, seine